Ich erzähle dir eine Geschichte aus Irland. Wenn du schon mal in Irland bist, erinnerst du dich vielleicht an grüne Hügellandschaft, an weidende Schafe, an Schlösser und Burgruinen. Früher aber hat es in Irland grosse Wälder gegeben. Stell dir mal vor, 80% dieser Inseln war mit Wäldern bedeckt. Aber jetzt zurück zu meiner Geschichte. In einem kleinen Dorf in Irland hat ein Mann gelebt. Der hat so viel Pech gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ist er gelaufen, ist er sicher einmal gestolpert. Hat er gekocht, ist ihm sicher angebrannt. Ist ihm das mal nicht angebrannt, ist es versalzen gsi. Hat er etwas Zerbrechliches in der Hand gehabt, geht's ihm aus der Hand und geht kaputt. Fliegt über ihn ein Vogel, verrichtet er sicher genau über dem Kopf von dem Mann sein Geschäft. Und. Es war ein Elend gsi. Die Leute um ihn herum haben glücklich und zufrieden ausgesehen. Und die haben dem Mann nur noch Pechvogel gesagt. Der Pechvogel hat an einem besonderen Pechstag beschlossen, einfach im Bett liegen zu bleiben, um dort zu sterben. Tja, jetzt ist es so gsi. Wo der Pechvogel schon etwas länger gelegen ist und auf den Tod gewartet hat sein Bauch angeschnurrt und er hat Hunger und Durst bekommen. Auf das aber ist er aufgestanden und hat beschlossen, ins Wirtshaus zu laufen. Stolpernd dort angekommen, sitzt er ab und bestellt ein Bier. Ein zweites, ein drittes, ein viertes. Doch während er die Bier trinkt und seinen Hunger und Durst damit stillt, hat er die Leute gehört reden. Über das und dieses, über jenes und anders. Plötzlich aber hört er, wie der eine zum anderen sagt: «Weisst, am Ende von dem grossen Wald, wo die alte Frau wohnt, die auf jede Frage eine Antwort weiss.» Der Pechvogel hat genug gehört. Mit diesen Worten hat er zuerst mal das Gefühl gehabt, dass er sein Schicksal ändern kann. «Ich gehe zu dieser Frau und frage die, was ich machen kann, damit ich kein Pech mehr habe.» Sofort ist er auf das aber aufgestanden, hat seine Bier gezahlt und ist langsam heimgestolpert. Ja, bei diesen Bier und so viel Pech ist das kein Wunder. Daheim angekommen, hat er zuerst mal hinliegen. Der Kopf hat ihm wehgetan, schlecht war ihm von diesen vielen Bier in leere Magen, dass er zuerst ein Nickerli gebraucht hat. Am nächsten Tag steht der Pechvogel gestärkt und voller Zuversicht auf, isst und trinkt noch so richtig viel, bevor er sich auf den Weg macht zu der alten Frau, die auf jede Frage eine Antwort weiss. Zusammen mit seinem Nötigsten läuft er los. Er läuft und läuft, ein Tag, eine Woche, ein Monat, bis er endlich an den grossen Wald kommt. Mut hat das gebraucht, denn die Wälder von damals waren dunkler und dichter und gefährlicher gsi. Da ist nicht ein Baum gestanden und dann wieder einer, wie heute. Nein, da ist zwischen diesen Bäumen ganz viel Gestrüpp und Dornen gewachsen. Da ist das Unterholz noch dicht gsi. Damals hat es Bären, Wölfe und andere gefährliche Tiere gegeben. Und so ist der Pechvogel mutig in den dunklen, dichten Wald gegangen. Es hat aber nicht lang gedauert, sieht der Pechvogel zwei gelbe, leuchtende Augen, die ihn anstarren. Krrrr! Ein grauer Wolf ist dort gestanden. Der Wolf war ganz mager und mit seinen leuchtigen Augen und scharfen Zähnen hat er ziemlich gefürchtig ausgesehen. Krrrr, wohin willst du? Wo nicht? Ich gehe zu einer alten Frau, die auf jede Frage Antwort weiss, hat der Pechvogel stotternd geantwortet. Interessant. In diesem Fall könntest du etwas für mich fragen.
Selbstverständlich, sagte der Pechvogel erleichtert. Was willst du wissen? Schau mich an. Ich bin nur Haut und Knochen. Frag sie, was ich machen kann, dass ich wieder einmal so richtig satt werde. Das mache ich doch gern und bringe dir die Antwort, wenn ich wieder komme. Schnell hat sich der Pechvogel vom Wolf verabschiedet und schnell ist er weitergelaufen. Er läuft durch den Wald und läuft und läuft. Seine Vorräte waren aufgebraucht. Er wird müde und durch den Durst auch schwächer und langsamer. Gleich darauf hört er ein Plätschern. Er geht dem Geräusch nach. Da findet er einen kleinen Bach. Er bückt sich und macht eine hohle Hand und trinkt von dem Wasser. Ist das Wasser herrlich, so frisch und klar. Und während er so am Trinken ist, hört er plötzlich leisige Stimme sagen: «Hey, watsch!» Der Pechvogel richtet sich auf und schaut umeinander. Doch er sieht niemand. Auf das aber bückt er sich wieder, um zu trinken. Dann hört er wieder die gleiche Stimme. «Hey, watsch!» Wer redet da mit mir? «Ich, der kleine Baum neben dir.» Erst jetzt sieht der Pechvogel, dass neben ihm ein kleiner, dürrer, krummer Baum steht, der aussieht, als würde er jeden Moment umkehren. Wodurch ich will? Ich will zu dieser alten Frau gehen, die auf jede Frage eine Antwort weiss. «Oh, wie praktisch. Würdest du für mich auch etwas fragen?» Ja, selbstverständlich. Was willst du wissen? «Schau mich an. Ich bin krumm, dürr und klein. Alle Bäume um mich herum sind gross und kräftig. Warum kann ich nicht auch so sein wie die?» Das frage ich gern für dich und werde dir die Antwort sagen, wenn ich wieder zurückkomme. Der Pechvogel füllt seine Flasche mit dem feinen, frischen Wasser, verabschiedet sich von dem kleinen Bäumli und geht weiter. Er ist wieder gelaufen und gelaufen, einen Tag und länger, bis er an eine Lichtung kommt im Wald. Ein wunderschönes Plätzli, ganz abgelegen, mitten im Wald. Bei dieser Lichtung steht ein wunderschönes Haus mit einem wunderschönen Garten. Vor dem Haus steht ein Bänkli, wo eine junge, wunderschöne Frau drauf sitzt. Als sie den Pechvogel sieht, lächelt sie ihm zu. Ja, sie gibt ihm sogar ein Handzeichen, dass er näher kommen soll. Er geht auf sie zu und sieht, umso näher dass er kommt, umso schöner sieht die junge Frau aus. «Guten Tag, junger Mann. Woher willst du?» Ich gehe zu dieser Frau am Ende von dem Wald, die auf jede Frage eine Antwort weiss. So. Du hast sicher Hunger und hast schon lange nicht mehr in einem warmen Bett geschlafen, so wie du aussiehst. Willst du nicht die Nacht bei mir bleiben und gestärkt erst am Morgen weiter reisen? Sehr gern, gibt der Pechvogel etwas verlegen zur Antwort. Denn die Frau hat ihm gefallen. Wieder einmal in einem Bett schlafen und fein essen, ist er auch nicht abgeneigt gewesen. Die beiden haben sich von Anfang an gut verstanden. Der Pechvogel hat ihr die ganze Geschichte von sich erzählt und sie hat gern zugelassen. Am nächsten Morgen hat sich der Pechvogel wieder auf den Weg gemacht zu der alten Frau am Ende von dem Wald. «Wart», sagt dann plötzlich die junge Frau. «Würdest du die alte Frau auch etwas für mich fragen?» Ja, selbstverständlich. Was willst du wissen? «Warum ich so traurig bin?» Das frage ich doch gern. Ich würde dir die Antwort sagen, wenn ich wieder zurück bin. Und so hat sich der Pechvogel wieder auf den Weg gemacht. Die junge Frau hat ihm so lange gewunken, bis sie ihn nicht mehr gesehen hat. Tage sind vergangen, als er endlich am Ende von dem grossen Wald angekommen ist. Dort ist eine grosse alte Eiche gestanden. Unter dieser Eiche ist eine uralte Frau auf einem Bänkchen gesessen und hat ihn angelächelt. Gerade so, als ob sie schon auf ihn gewartet hätte. «Guten Tag, junger Mann.» Guten Tag, alte Frau.
strahlt der Pechvogel sie an. Er setzt sich zu ihr und stellt all die Fragen, die er inzwischen gesammelt hat. Und sie gibt auf all die Fragen eine Antwort. Auf das aber macht sich der Pechvogel wieder auf den Heimweg. Aber der war wie verwandelt. Plötzlich fühlt er sich wie beflügelt. Leicht. Ein Gefühl, das er bis dahin nicht gekannt hat. Er ist schneller vorwärts gekommen. Es hat sich alles plötzlich ringer angefühlt. Einfach glücklicher und leichter. Und so ist er wieder nach ein paar Tagen zu dem wunderschönen Haus bei dieser Lichtung vorbeigekommen. Dort hat die junge, hübsche Frau schon auf ihn gewartet. «Und?» hat sie strahlend gefragt. «Was hat die alte Frau auf meine Frage gesagt?» Sie hat gesagt, du bist traurig, weil du so allein bist. Und wenn das nächste Mal ein Mann vorbeikommt, der dir gefällt, frag ihn, ob er dich heirate. Dann bist du nicht mehr allein und auch nicht mehr traurig. Sie strahlt ihn an. «Du gefällst mir. Willst du nicht bei mir bleiben und mich heiraten?» Er war sehr berührt, ja verlegen worden. Ja, du gefällst mir ja auch, aber ich kann trotzdem nicht bleiben. Mir hat sie nämlich gesagt, dass mein Glück auf meinem Weg liege. Und darum muss ich jetzt unbedingt weitergehen, dass ich das Glück ja nicht verpasse. Es tut mir so leid. Ich hatte dich nämlich von Anfang an gerade ins Herz geschlossen. Und bevor sie noch etwas sagen kann, ist der Pechvogel, oder schon eher Glückspilz, schon weg gewesen. Nach ein paar Tagen läuft er an diesem kleinen, teuren, krummen Bäumli vorbei. In seiner Hektik hat er es ganz vergessen. «Halt! Warum bin ich so krank? Was hat die alte Frau gesagt?» Der Pechvogel stoppt. Ja, genau, den kann ich ja fast vergessen. Sie hat gesagt, dass unter deinen Wurzeln eine grosse Truhe von Gold liege. Wenn die Truhe jemand wegnimmt, können deine Wurzeln wieder zu genügend Wasser kommen und du wachst zu einem grossen, prächtigen Baum, wie alle um dich herum. «Also, würdest du die Truhe für mich vorholen?» Ich würde dir ja gern helfen, aber ich habe wirklich keine Zeit. Weil mir hat die Frau nämlich gesagt, dass mein Glück auf dem Weg liege. Und weil es mir bis jetzt noch nicht begegnet ist, muss ich jetzt dringendst weiter. Und der Pechvogel war schon verschwunden. In seinem beschwingten und hektischen Zustand ist er natürlich viel schneller vorwärts gekommen. Und so ist er nach einigen Tagen fast schon wieder am Waldrand angekommen, wo sein Abenteuer angefangen hat. Dort aber, kurz vor dem Waldrand, stellt sich wieder der magere Wolf vor ihn hin und schaut ihn mit seinen leuchtenden Augen an. Krrrr. Und? Was hat sie gesagt? Bei dir hat sie etwas ganz Gespässiges zur Antwort gegeben. Aber ich habe mir's gut gemerkt, dass ich es ja nicht vergesse. Sie hat gemeint, wenn er es bis zu dir schafft, darfst du ihn auch fressen. Das hat mir dem Wolf nicht zweimal sagen. Mit vollem Genuss hat der Pechvogel mit Haut und Haar gefressen. Und ist endlich wieder einmal satt gsi.